Wir müssen, glaube ich, als Christen wirklich wissen, alle Ehre für alles, was Gott tut, das gehört ihm. Und es geht nicht um meinen Namen, es geht nicht um unsere Werke, es geht nie geht es irgendwie um uns. Es geht darum, dass wir in allem, wo wir sind und tun und reden und schnufen und machen, dass sein Name groß gemacht wird. Sein Name ist starker Gott. Das ist wieder eine von diesen Bedeutungen, die wir rausnehmen aus dem Jesaja 9,5, dem Vers, den wir jetzt hier vor Weihnachten wie so ein bisschen ins Zentrum stellen, als auch eine Proklamation, eine Vorfreude, aber auch ein Bekenntnis, wer das eben der Jesus ist. Und ich meine, die Herrschaft liegt auf seinen Schultern, heisst es hier drinnen. Wir haben ja den Vers schon im ersten Talk zusammen angeschaut, dass es um einen wunderbaren Ratgeber gegangen ist. Und heute freue ich mich jetzt wahnsinnig darauf, mit dem Sascha Ernst ein bisschen tiefer reinzutauchen in das, was heisst, dass die Stärke von dem Gott, der starke Krieger und was das alles so bedeuten kann. Und Sascha war ja in diesem Jahr schon mehrmals dabei gewesen. Wir haben schon zusammen einen sehr spannenden Ostertalk gehabt, Genau. gell, den Frühling. Und nachher bist du ja auch bei Back on Track gegangen, auf unserem Kanal zu sehen. Im Moment immer noch und weiterhin sicher Leiter von AVC, viel unterwegs bei Menschen, vor allem Christen, die verfolgt sind wegen ihrem Glauben, dort hier unterstützen und sie begleiten, ermutigen und so weiter. Ja, Sascha, was löst das bei dir als erstes aus, wenn du so an das denkst, das Thema, das wir heute gesetzt haben? Also, ich liebe das grundsätzlich, das Starke, wo dem Gott zugesprochen wird. Ich habe mal geschaut, was heisst das eigentlich, sein Name im Hebräischen, El Gibor, oder? Heißt ja starker Gott, gewaltiger Gott, starker Krieger. Und das ist jetzt die andere Seite, die andere Herzensseite von Jesus als das Lamm Gottes. Er ist das sanfte Lamm Gottes, das liebenswürdige Lamm Gottes. Das ist die eine Realität von Jesus. Aber ich sehe auch immer wieder, wo es halt blutig wird in den Ländern, wo wir unterwegs sind, im Verfolgungskontext, wie in der Not unser Gott auch kann ein gewaltiger Krieger sein und mitten in die grösste Finsternis hineinbrechen. Darum von dem her, mir gefällt das Thema sehr, weil es kommt auch jetzt die männliche Seite vom Glauben raus. Nebst dem, dass wir die Brut Jesus sind und Anbeter sind wir irgendwie mit Jesus eben auch in einem Krieg unterwegs. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis und es ist ein realer Kampf und in dem stehe ich regelmäßig drin. Und immer wieder zu sehen, dass Gott auch die Fähigkeit hat, um auf den Tisch zu schlagen, und Ordnung zu schaffen, das gefällt mir. Weil ich habe vielmals Gott angerufen und gesagt, boah, wenn ich lese, was du im Alten Testament tun hast, ich vermisse das irgendwie. Und nach gesehen ich, nein, doch, dort und dort griff Gott auf eine ähnlich radikale, gewaltige, nicht gewalttätige, aber gewaltige, starke, kriegerische Art ein. Und das ist notwendig in einer verrückten Welt, wie wir heute drin leben. Ja. Also mir geht es gleich, es zeigt so, dass irgendwo auch Unlimitierte, oder das betont auch das Ehrfürchtige, wo auch drin ist, oder? Eigentlich zu merken, hey, ja, wir dienen eben wirklich König der Könige, einen starken Gott und nicht einfach so ein bisschen immer das brav da hückeln und so. Also wir sind ja mit reingenommen in das rein. Und darum habe ich ja auch dich einladen, einfach in das Thema rein, weil ich einfach das immer wieder auch spüre, da verkörper ich schon du etwas von dem immer wieder, wenn du auf Reisen bist, wenn du unterwegs bist, aber auch im Alltag sozusagen. Erzähl uns doch ein bisschen, was hat das 24 vielleicht gerade gebracht an neuen Erlebniserkenntnissen? Ja, schlussendlich bin ich, glaube ich, im 24 demütiger geworden als je zuvor, weil wenn du siehst, der grosse Gott am Werk und du darfst Teil davon sein, das macht dich ein Stück wieder demütig. Nebst dem, dass es auch gut ist, demütig zu sein, weil der Demütiger lässt es Gott gelingen, das ist das eine. Was mir auch wichtig geworden ist, wir haben viele grosse Namen im 24 gesehen, die gestolpert sind. Und wir müssen, glaube ich, als Christen wirklich wissen, alle Ehre für alles, was Gott tut, das gehört ihm. Und
es geht nicht um meinen Namen, es geht nicht um unsere Werke, es geht nie geht es irgendwie um uns, es geht darum, dass wir in allem, wo wir sind und tun und reden und schnufen und machen, dass sein Name gross gemacht wird. Wie der Blindgeborene, wo es die Schriftgelehrten, Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern oder seine Vorfahren? Wer ist die Schuld, damit er blind ist? Und Jesus sagt, keiner ist schuld, keiner hat gesündigt. Natürlich haben sie gesündigt, aber es war nicht der Grund, dass der blind geboren ist, sondern der ist blind geboren, damit Jesus eines von diesen 7 messianischen Wunder im Johannesevangelium hat können tun, was es gebraucht hat, damit der Schriftgelehrte und der Pharisäer die Augen geöffnet werden. Er hat gesagt, der ist blind geboren, damit ich mich und den Vater verherrlichen kann. Und das ist mir eigentlich wichtig geworden. Etwas anderes, was mir eigentlich auch seit Jahren wichtig geworden ist, gerade wenn es um einen starken Gott geht. Ich habe mir früher gesagt, nach 1. Korinther 6, 17, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, ist mit Jesus verbunden. Und dann habe ich mir überlegt, ja, mit welchem Jesus bin ich denn verbunden? Zuerst habe ich gedacht, ich sei mit dem historischen Jesus verbunden, der vor 2000 Jahren 1,68 Meter groß, wenn er groß war, mit Bart und Sandalen durch die Wüste gegangen ist und Wunder getan hat und die Leute geliebt hat. Bis er mal irgendwie im Gebet Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat, lese mal Offenbarung 1, mit dem Christus bist du unterwegs, mit dem auferstandenen Christus. Das ist der Christus, wo der Johannes, der Lieblingsjünger, auf der Gefängnisinsel, Sklaveninsel Patmos, wo er ausgesetzt war, heisst am Tage des Herrn. Da war ich im Geist, sagt er. Und plötzlich hört er hinter sich eine Stimme wie ein mächtiges Rauschen und ein Donner. Und er schaut zurück und erkennt einen mit feuerflammenden Augen, mit einem Angesicht wie die Sonne und die Haare schneeweiß, ein weißes Kleid, ein goldiger Gürtel, in einer mächtigen, majestätischen Art, dass es heisst, da fiel ich Johannes zu Boden wie tot. Andere Übersetzungen sagen, und er war tot. Das ist so mächtig gewesen, das ist so eingefahren und dort hat man, wie Jesus bewusst gemacht, mit dem auferstandenen Christus sind ihr, die Gläubigen, unterwegs. Sind ihr euch bewusst, was für ein mächtiger Gott das er ist? Und mit dem darfst du unterwegs sein. Das ist nicht der historische Jesus, der über die Erde gegangen ist. Das ist der auferstandene Christus. Noch mächtiger. Und das bringt es aus Johannes, aus Offenbarung 1 so richtig auf den Punkt. Wow, mit wem haben wir das Privileg, durchs Leben zu gehen? Ja. Sollte uns jegliche Zweifel und Ängste und Hoffnungslosigkeit für die Zukunft wie davonwinden. Und da gibt es ja eben, das ist ganz spannend, oder? Wenn man ein bisschen mit dir austauscht, eine mega Diskrepanz, oder? Zwischen dem, was du irgendwo in Indien vielleicht erlebst oder in all diesen Ländern, wo einfach anders, ja, der Druck da ist von allen Seiten und der Glaube ganz eine andere Substanz muss haben, automatisch sozusagen. Und dann, wie, wenn du in die Kirche gehst, in der Schweiz wahrscheinlich, wie da die Leute ihre Haltung manchmal ein bisschen durchs Leben trötteln, oder fast? Ja, Trötteln ist gut gesagt. Zwischendurch muss ich sogar fragen, darf ich all die Geschichten, die ich mit Gott oder wo wir im Verfolgungskontext mit Gott erleben, darf ich das euch einfach anvertrauen, zutrauen? Verkraftet ihr das, oder? Ich meine, in Indien, wo ich vor wenigen Wochen von Indien zurückgekommen und vor ein paar Monaten habe ich ein Bild bekommen von im Norden von Indien, im Hindi-Belt, wo Christenverfolgung ist, kriege ich ein Bild von einem Pastor, von einer radikalen hinduistischen politischen Partei. Während dem Gottesdienst haben sie ihn angegriffen, haben sie mit der Axt niedergeschlagen, jetzt liegt er in seinem Blut und es sind etwa 100 plus Männer im Gottesdienst gesehen. Männer, die Jesus nachfolgen. Und die Reaktion ist gesehen, sie gehen auf die Straße raus und singend und tanzend und rufend, ihr werdet müde werden, uns zu schlagen, aber wir werden nie müde werden, unseren König Jesus gross zu machen. Und das sind für mich einerseits Helden, aber zeigt auch, sie haben begriffen, mit wem sie verbunden sind, haben aber auch begriffen, dass das Wort Gottes wahr ist, weil im 1. Petrus 4,14 heißt, wenn ihr schon nur um seines Namens willen geschmäht werdet, und das ist mehr als nur Schmäh, dann kommt der Geist von der Herrlichkeit, der Geist von der Kühnheit, der Geist von der Besonnenheit, der Geist von der Liebe, kommt auf seine Kinder und verändert die Atmosphäre, verändert das Herz und lässt sie mutig aufstehen und für den König und sein Königreich einstehen.
Und das finde ich immer wieder gewaltig, wie real Gott ist, unsichtbar, aber so etwas von real. Und sein Wort, das inspiriert ist und lebt, ist sowas von absolut real. Darum, eigentlich darf sich kein Christ leisten, nicht regelmäßig darüber zu sinnieren und lesen und sich zu ernähren aus dem Wort Gottes. Und also muss ich vielleicht noch schnell erwähnen, einfach für die Leute, wenn sie jetzt fast ein bisschen gefunden haben, oh, das ist aber ein bisschen von oben herab, wenn ich von Trötteln rede oder so. Natürlich muss man auch ehrlicherweise sagen, eben, dort, wo wir drinnen im Moment sozusagen ja, fast drin baden, in dem Wohlstand, Wohlfühl manchmal leben, oder hier, ist es natürlich wirklich anders. Okay, das ist ein Teil, muss man gleich irgendwo durch auch zwischen ihnen noch erwähnen. Und gleichwohl merke ich auch, dass also es shakt ja im Moment auch. Also mal das müssen wir vielleicht sagen, wenn wir so auf 2024 schauen, ist schon auch so, also dort, wo wir jetzt sind, werden wir vielleicht nicht mehr über mehrere Jahre weitergehen können, oder? Auch in unserem. Das ist völlig recht. Und ich glaube, der Mensch ist überall der gleiche. Die Inder oder die Iraner, die schnellst wachsende Kirche weltweit haben, die wären auch am Spazieren und am Trötteln und bequem geworden, wenn nicht die Verfolgung gekommen wäre. Die Verfolgung macht bei allen das Gleiche. Plötzlich geht es um dein Leben. Du fürchtest um deine Familie, um deine Kinder, um deine Gesundheit. Und was macht es mit dir? Es bringt dich auf die Knie. Und wenn der Christ auf die Knie kommt, dann kommt der Himmel in Bewegung. Und das ist der Unterschied schlussendlich. Der Erweckung, die in diesen Ländern stattfindet, ist, weil der Motor von der Erweckung aus dem Gebet herauskommt. Und ich bin, wie ich gesagt habe, vor einer kurzen Zeit bin ich in Delhi gewesen, Hauptstadt von Indien. Delhi hat Christenverfolgung. Die meisten Kirchen, die ich gesehen bin, die sind in einem kleinen Keller drin. Dort passen 150 Leute rein, maximal 250, wenn du richtig stopfst. Die sind schallisoliert. Ein indischer Gottesdienst ist sowas von laut, oder? Zwischendurch haben wir etwas in den Tor rein tun. Und sowas von laut, aber du darfst nicht gegen raus hören, weil sonst hast du den Mob, der kommt und dich verhaut und dich verprügelt oder dich umbringt, du kommst ins Gefängnis. Und das ist ein junger Pastor. Der ist genau in dem drin und sagt, Gott, ich komme so komme ich so über die Runde, aber ich lese in deinem Wort, du bist ein starker Gott, ein gewaltiger Gott, ein mächtiger Gott. Ich sehe das in meinem Leben schlichtweg nicht. Und dann hat er gerungen, so wie der Jakob mit Gott oder mit dem Engel Gottes, hat er gerungen und gesagt, ich lasse nicht los, bevor du mir nicht offenbarst, wie es kann kräftiger mit dir unterwegs sein. Und dann hat Gott zu einem geredet und gesagt, lies 1. Korinther Kapitel 14. Und dann lesen wir dort, wie der Paulus zu der Kirche von Korinth spricht und sagt, ihr Korinther, über 50'000 Leute, zu denen hat er gesprochen und gesagt, ihr Korinther, ich wünschte mir von Herzen, dass ihr alle stark und kräftig und gewaltig und mächtig werdet, indem ihr so viel im Geist betet, wie ich im Geist bete. Das, was wir an Pfingsten, unserem persönlichen Pfingsten, geschenkt bekommen, das ist eine so Fähigkeit, ist im Geist zu beten. Und die Verheißung aus 1. Korinther 14 ist, wenn ihr im Geist betet, dann tun ihr geistliche Muskulatur anlegen. Euer innerer Mensch wird stärker als euer äußerer Mensch. Darum können der Schatten von Paulus und von Petrus auf die Kranken gehen, die sind gesund worden, weil ihr innerer Mensch grösser und breiter und weiter ist als ihr äußerer Mensch, als der physische Mensch. Und dann sagt er, und zudem, wenn ihr das tut, dann offenbart das Geheimnis vom Geist Gottes. Es gibt 3 Arten in der Bibel, wie Geheimnis Gottes offenbar werden. Im Korintherbrief, ich glaube in Kapitel 2, Vers 10 heißt es, der Geist Gottes durchsucht das Herz, die Tiefen vor Gottheit, dem Vater. Im Josua 1 heißt es, wenn wir über das Wort Gottes meditieren, darüber nachdenken, schließt irgendwann der Geist Gottes uns das Wort Gottes auf zu einem Rema, zu einem offenbarten Wort. Und das 3. Mal, wo Gott uns Geheimnis auftut, ist, wenn wir im Geist beten. Ich weiß nicht, wie lange oder wie wenig lang, aber er hat das angefangen zu machen. Ich habe ihn 14 Monate später wieder besucht. Vorher hatte seine Kirche 150 Leute gehabt. Jetzt habe ich ihn gefragt, wie sieht es aus mit der Schöfli, Wachskirche? Und er hat gesagt, er möchte eben eine gesellschaftsverändernde Kirche haben. Und dann habe ich schon gestaunt, als er sagt, ich bin in 14 Monaten sind wir aufgewachsen auf 4'500 Personen. Wohlverstanden in einem Verfolgungskontext, oder? Wo du eigentlich weggesperrt werden. Aber jetzt haben sie so eine Größe erreicht, wo die Polizei nicht einfach kommen kann und sie wegsperren. Und das muss ich schon sagen, er hat so lange
täglich 3-4 Stunden im Geist eintaucht und abtaucht, bis Gott im Geheimnis auch von der Strategie aufgeschlossen hat, wie er kann die Gesellschaft für Christus gewinnen. Und das ist die schnellst wachsende Kirche in Delhi. Und das geht von der geistlichen Leiterschaft ab bis zu den Kindern. Ich bin dabei gewesen, wo 13-jährige Mädchen einen Pastor anrufen und sagen, Pastor, weißt du, was gerade passiert ist? Ich sitze im Bus drin und Jesus sagt mir, erzähl dieser Person vor dir, von mir. Und dann sagt das Mädchen, aber Jesus, ich kenne die Person gar nicht. Und Jesus sagt, aber ich kenne die Person. Und dann gibt Jesus dem 13-jährigen Mädchen den Namen und die exakte Adresse, wo die Hindu-Frau mit ihrer Tochter wohnt. Und dann ist es nicht mehr so schwierig, zum Menschen für Christus zu gewinnen. Und so sind Teenager in Delhi, wo Hunderte zu Menschen zu Jesus führen, weil Gott ihnen offenbart, Geheimnis von seinem Herzen offenbart über andere Menschen. Ja, dann kannst du gut fischen. Ja, also fährt mir extrem ein und also, ich fühle mich, oder einen gewissen Teil wirklich auch absolut, eins und Seite an Seite mit den Leuten, die ich vorher eben auch beschrieben habe. Ich bin noch Anfänger. Wenn ich diese Geschichte höre, merke ich, wow, ja, aber ich habe auch gekostet schon von dem, oder geschmeckt von dem, aber in diesem Maß, wow. Gut, ich sage, mehr von dem. Unbedingt mehr von dem, aber gell, wie ich sage, Menschen sind überall gleich. Ja. Ohne diesen Druck wären sie auch nicht dort. Ja. Aber die geistlichen Prinzipien, das finde ich eben das Spannende für uns im Westen, die geistlichen Prinzipien funktionieren überall rund um den Globus herum. Und wir können das anwenden in der Schweiz wie sie dort. Ich weiss, wenn ich nur kurz das einfließen lasse, im 2017 hat es in Engadin die alpine Skiweltmeisterschaften gegeben. Ich habe ja fast 10 Jahre lang die Untergrundkirche im Iran besucht, kann jetzt nicht mehr reingehen. Und jetzt kommt die iranische Nationalmannschaft ins Engadin, aber die sind dermaßen gut isoliert gewesen. Ich bin nicht an die hergekommen. Dann habe ich gesagt, Jesus, die sind dermaßen weggesperrt. Ich komme nicht an die her, aber du bist der Gott, der starke Gott, der gewaltige Gott, der mächtige Gott und der Gott von der Geheimnis auch. Dann habe ich angefangen im Geist zu beten. Und irgendwann, ich weiß nicht, nach wenigen Minuten eigentlich, habe ich so eine kleine Vision im Geist, sehr unscharf gesehen, ein Hotel in Zernetz im Unterengadin. Und ich gehe in das Hotel rein, ich laufe hin und ich sehe hinten dran im Esssaal sehe ich den Coach der Iraner und neben ihm an einem Tischli sitzt ein Athlet mit gebrochenem Bein mit 2 Krücken. Das sehe ich im Geist. Zum herauszufinden, ob das nur meine Gedanken sind oder seine Gedanken, fahre ich natürlich dort runter mit viel Schweizer Schocke und mit Farsi-Bibeln und ich laufe in das Hotel rein, hinten zum Esssaal und hinten im Esssaal sehe ich exakt, was ich einen Tag vorher im Geist gesehen habe. Dort sitzt der Coach und nebendran sein Athlet mit gebrochenem Bein. Dann konnte ich ihm kurz erzählen, wer ich bin, konnte ihnen Bibeln verteilen, ihnen das Evangelium erklären, ihnen dürfen mit Schweizer Gold, mit Schocke beschenken. Sie sind glücklich gegangen, ich bin glücklich gegangen. Aber ich glaube, das ist effizient im Reich Gottes unterwegs sein. Lass uns eintauchen mehr in den Geist, der alles weiss. Unbedingt, ja. Und eben, wir gehen auf Weihnachten zu und darum haben wir auch gesagt, wir wollen ja noch wirklich einfach unser Herz wie vorbereiten. Also das wollen wir ja eigentlich jeden Tag neu. Es muss nicht Weihnachten sein, sozusagen, aber trotzdem besondere Zeit natürlich für uns alle. Und eine mega starke Stelle, wo übrigens eigentlich das erste Mal, dass für die Jünger so sichtbar wird, die Herrlichkeit, eben das starke Gott. Oder? Vorher habe ich gedacht, ja, Jesus ist ein spannender Rabbi, oder? Ist ja cool mit dem Zeit und ist ein guter Lehrer. Und dort hier eben Matthäus 17 wird das dann beschrieben, geht er mit Petrus, Jakobus und seinem Bruder Johannes mal auf einen hohen Berg, wo sie für sich waren, und er hat sich das Aussehen vor ihren Augen verändert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Und da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus und so weiter. Also die ganze Erscheinung, so ein Moment von. Und das ist dann wahrscheinlich, vielleicht ist es für sie auch zu einem persönlichen Pfingsten noch einmal geworden, könnte ich mir vorstellen, oder? Das dort hier, was du vorher auch mal hast erwähnt. Und Gott, wo er sagt, aus einer Wolke raus, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Ja. Wow. Amen, ja. Also es zeigt einfach, es gibt Dimensionen, wo wir, glaube ich, erst ein bisschen daran geschnuppert haben, oder? Aber
ich glaube, gerade auch fürs nächste Jahr, 2025, Jesus, lass uns wieder, Hesekiel, einfach noch tiefer in deine Gegenwart hineinkommen. Und das finde ich das Schöne dort in dieser Geschichte, im Hesekiel, wo der Engel von Gott kommt und sagt, Hesekiel, schau da, die Herrlichkeit, der Strom Gottes, willst du nicht reingehen? Er schupft ihn nicht rein, er prügelt ihn nicht rein, er zieht ihn nicht, er zwingt ihn nicht rein, er tut auch nicht überschwätzen, sondern er sagt, es ist frei, es ist gratis für jeden Christ. Und er geht rein und das Wasser kommt bis zu den Knöcheln. Dann ermutigt er ihn nochmal 1000 Ellen reinzugehen, Wasser bis zu den Knien, nachher bis zu der Hüfte. Und irgendwann verliert er Kontrolle unter den Füßen und das nimmt ihn mit und spült ihn dort ein Land, wo der Engel wieder sagt, und jetzt schau mal, was passiert ist, indem du eingetaucht bist in der Gegenwart von Gott. Früher hat es keine Bäume gehabt und jetzt hat es Bäume links und rechts und die tragen Früchte und Blätter zur Heilung von ganzen Nationen und Früchte zur Versorgung von ganzen Völkerschaften. Da denke ich, jawohl, in unserer ganzen Hoffnungslosigkeit, wo viele haben, gerade viele junge Teenager, wo kämpfen mit Depressionen, mit Schwermut, mit Suizidgedanken, mit sich ritzen und so. Und dieses Jahr mehrere gehabt, wo gekommen sind, zum Teil sogar Christen. Und solche, die es nachher geworden sind. Und ich muss sagen, ihr müsst einfach etwas von der Herrlichkeit von dem Jesus schmecken. Und dann haben wir gebetet und die Herrlichkeit ist gekommen und die Liebe ist auch gekommen. Und das sind nachher geheilt. Also ich bin selber erstaunt, dass zum Teil nach 1 oder 2 Gebeten nachher die jungen Frauen geheilt und befreit sind. Einfach weil Jesus so seine mächtige Liebe über sie ausgegossen hat, sie in die Arme genommen und sie frei gemacht hat. Und ich glaube, die paar wenigen so individuellen Geschichten zeigt ein Stück weit das Herz vom Vater. Ich möchte die Menschen mit meiner Liebe erreichen. Und ihr meine Kinder und ihr seid eigentlich Träger von dieser Herrlichkeit, von dieser Kraft, von dieser Stärke. Und ich möchte so das zu den Menschen bringen. Ja. Und ich glaube, wir dürfen einfach ein bisschen mutiger werden. Und bevor wir aber mutig gehen, da tauchen wir noch ein bisschen mehr in seine Gegenwart. Und dann haben wir auch etwas zu verteilen. Ja. So wie der in Indien, was 3-4 Stunden am Tag, meine Güte. Ja. Ja, wow. Ja. Genau. Einfach eben jeweils immer so ein bisschen im Kontext, in den Umständen, wo jemand drin ist. Aber das ist schon sehr stark. Wir lieben es, durch unsere Talks immer wieder Momente mit euch zu teilen, die das Herz berühren und zum Nachdenken anregen. Zum Jahreswechsel möchten wir allen Danke sagen, die unsere Arbeit durch Spenden ermöglichen. Es fehlt noch ein beträchtlicher Teil, dass wir das Jahr finanziell ausgleichen abschließen können, wie ihr auf der Grafik seht. Bitte unterstützt auch ihr uns, damit wir unser Spendenziel erreichen. Merci vielmals. Ja, Sascha, ich möchte noch gerne auf etwas weiteres zu reden kommen, für auch ein bisschen, jetzt den Leuten zugänglich zu machen, wie lebt der Sascha Ernst so ein bisschen in seinem Alltag? Also was ist die Soundtrack auch im Leben? Wir haben mehrere Leute gefragt, der ganze Advent durch, was ist so das Lied auf euren Lippen oder das, was euer Leben so auch im Worship gegenüber Gott ausmacht? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, wenn ich jetzt an ein Lied denke, das mich regelmäßig begleitet und mich immer wieder ergreift, obwohl ich schon 100 oder 1000 Mal gesungen habe, ist «The Goodness of God», die Güte Gottes. Weil ich muss sagen, hinter allem, meine Güte, ist er gut. Und wie gut ist er zu mir gewesen? Ich selber wäre nie so gut zu mir gewesen. Ich selber wäre nie so geduldig zu mir selber gewesen, weil ich mich kenne, wie ich funktioniere und tue. Und er ist es. Das finde ich gewaltig. Und ich arbeite ja beim AVC in einer krisensicheren Branche. Die Zahl der Verfolgten nimmt massiv zu, von Jahr zu Jahr. Und ich stehe am Morgen ab und zu auf und will mich gar nicht auseinandersetzen mit all diesen Nöten und Problemen und so. Und so habe ich mir angefangen aneignen, dass ich die erste halbe Stunde im Tag, wenn ich aufstehe, dann bete ich einfach im Geist. Dann bete ich in diesen himmlischen Sprachen, wie es die Bibel eben beschreibt, im 1. Korinther 14, damit mein innerer Mensch auferbaut wird. Und irgendwann wird er aktiv. Und sehr häufig, muss ich sagen, bete ich im Grossteil so. Und nachher aus der Erkenntnis heraus, was mir dann Gott aufs Herz legt, dann fange ich einfach sehr konkret für Sachen und für Menschen an zu beten. Aber das meiste ist halt das, wo die Bibel sagt, ja, du betest im Geist, dein Verstand bleibt leer, aber trotzdem bereitet Gott so den Tag vor.
Und nachher viel Anbetung und Glaube, glaube ich, hat auch damit zu tun, zu sagen, ich nehme dieses Wort ernst. Und ein Teil in der Bibel sagt, ein Vers sagt Jesus, werfet alle eure Sorgen auf mich und ich werde mich darum kümmern. Und das ist einer der häufigsten Verse, wo ich wörtlich nehme und sage, Jesus, du hast das wollen, ich hätte es nicht wollen, aber du hast es wollen, ich schmiesse meine Sorgen, meine Nöte auf dich, da darfst du sie haben und jetzt tue ich in geduldigem Vertrauen und Glauben warten, wie du das löst. Natürlich muss ich ab und zu meinen Teil dazu beitragen, wissen wir, oder? Klar. Aber er macht den Mammutanteil und ich tue dann auch geschwind die paar wenigen Sachen, Knöpfe drücken, die ich vielleicht tun muss. Ja, super. Hey, einmal mehr hat es mich sehr gefreut, einfach mit dir jetzt ein bisschen Zeit zu verbringen, einfach zu hören, was dich gerade im Moment herausfordert, aber auch immer wieder stärkt. Über den starken Gott, den wir zusammen haben können reden. Und das mit dem Lied, das passt auch sehr gut für anzuteasen von meinem nächsten Gast, oder respektive Nina wird das Gespräch moderieren. Der nächste Gast ist nämlich Maria Fichter, die sehr stark in der Musik immer daheim ist, in der Anbetung. Das Thema ist «Ewiger Vater». Und Maria Fichter von Eden Music, die ja sicher «Goodness of God» hat sie sicher auch schon manchmal gesungen, denke ich. Aber die Frauen werden sicher auch wieder ganz viele spannende neue Seiten noch einmal aufdecken, eben auch über den ewigen Vater, der auch vorkommt in dem Jesaja 9,5, der Vers, den wir noch so ein bisschen werden mitnehmen in die nächste Zeit bis Weihnachten. Danke vielmals. Und ja, Sascha, vielleicht noch einen Ausblick auf nächstes Jahr. Wir haben Back on Track gemacht dieses Jahr und hast du eine Vision von dem, was dich drängt? Oder einfach, vieles hast du jetzt schon können, wie so ein bisschen platzieren. Was ist so ein Ausblick aufs nächste Jahr, was deine Sehnsucht ist, was du dir hoffst? Also erstmal danke vielmals auch das mit Back on Track, auch für LiveNet als Tool, als Werkzeug. Ich finde einfach, ihr macht das wirklich genial. Und ich habe viel auch Feedback bekommen. Back on Track finde ich, ja, zurück zu den guten, knackigen Evangeliumswurzeln. Was ich persönlich möchte, ich möchte näher mit dem einzigen Gott unterwegs sein, der auf dieser Welt ist. Der Vater ist im Himmel, Jesus ist zu seiner Rechten und der Heilige Geist hat gesagt, den gebe ich euch, damit ihr nicht als Waisenkind unterwegs sind. Ich gebe euch den Helfer, den Ermutiger, den Lehrer, den Ermahner. Ich möchte ganz persönlich in eine viel tiefere Beziehung mit dem Heiligen Geist hineinkommen. So, dass ich kann sagen, wie Jesus, das, was ich höre, der Vater sagen, das sage ich. Und was ich sehe, der Vater tue im Geist, das mache ich. Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat so eine innige Beziehung mit dem Geist Gottes gehabt. Darum hat er auch so viel Früchte gehabt. Ich möchte definitiv mehr Früchte sehen, aber aus ihm raus und für ihn schlussendlich. Sascha, Ernst, danke vielmals für das Gespräch und bis gleich wieder. Gell? Danke, Flo, für die Einladung. Ja. Und wir werden natürlich auch Links dazu tun in der Videobeschreibung, unter anderem zu dem Song «Goodness of God», wenn ihr einmal jetzt den selber wollt, vielleicht anhören und eintauchen in so eben wirklich eine Gebetszeit im Geist, sozusagen das, was wir jetzt so ein bisschen zusammen haben herausgefunden in diesem heutigen Talk. Merci vielmals für euer Interesse und bis gleich wieder. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.